Also ich muss ja schon sagen, grundsätzlich habe ich ja gerne Regen, ne? Vor allem so ein bisschen Jahreszeiten, die gerade aktuell sind, so irgendwie Mitte, Ende April 2017, wo einfach so die Pollen herumfliegen, selbst die einzige Explosion gegeben. Und quasi alle Pollen der Welt werden auf einmal explodiert und würden über die Welt schweben. Aber was hier... Oh cool, ein Rettern. Dann eine weitere Anspielung auf Team Rocket, war? Wegen hier Jesse, James und Mauzi. Ja. Wie bereits erwähnt, grundsätzlich Regen finde ich cool, hier aber mit der ganzen Musik und ist schon eher bedrückend und ernüchternd. So, hier komme ich ja. Die nächste Barrikade, okay. Dann hat's direkt in den Kampf rein. Und hier? Finde ich ein kühles Bier. Nee. So, da kann man sogar nicht rein. Habe ich ja komplett vergessen. Ja gut. Wenn es hier einfach nur einen coolen Fight gibt. Also im Vergleich zu der Trulle hier neben mir habe ich voll drauf, so viel ist klar. Also mehr drauf als die alle da neben mir habe ich ja wohl allemal. Toll. Ist er Zwillinge oder verwandt? Oder beides? So ein blöder Spruch, ey. Team Skullrübel und Team Skullrübel möchten kämpfen. Da ist er richtig rübelhaft. Hier kommt Radikal und Golbat. Ja, irgendwie Standard-Pokémon von bösen Teams. Das sind ja richtig böse Pokémon sein. Und es laggt wieder mal. So, mal gucken. Golbat, okay, der hat natürlich etwas für sich. Schattenfessel effektiv, nur für einen. Ich würde sagen... Achso. Scheiße. Bringt hier gar nichts. Ich habe nicht den Pflanzenmove drauf. Nein! Egal, wird schon reichen. Ich glaube trotzdem, dass Radikal ein bisschen gefährlicher ist. Ich muss ja das zuerst ausschalten. Zum Glück will noch Typ Geist. Sensei! Ratte! Ratte! Yes, Level 39 für Akai Pura! Und Level 33 für Sensei. Mich mag eh keiner. Na. Nicht gerade so traurig sein. Golbat, jetzt könnte ich ja eigentlich, nicht wahr? Plus Psychokinese. Oh, jetzt wird es aber richtig wehtun. Eine Käferattacke. Blutsauger. Früher richtig schwach mit 20 Sekunden Angriffspunkte, jetzt plötzlich 80. Yeah. Ja. Die Geister dich rief. Kaipora, während du schliefst. Riefst? Egal. Ich finde die Attacke animationstechnisch so geil. Die von Fuego ist ja eigentlich auch cool, würde man sagen. Aber die von Silvaro, die hat schon was für sich. Das ist noch ein bisschen cooler. Aber ich habe wohl trotzdem mehr drauf als die, oder? Hab ich doch, gell? Hab ich doch. Ja, gell? Das sind halt eindeutig Zwillinge. Geht gar nicht anders. Yeah, Mann! Was geht? Nicht viel, mir gehen langsam hier die Bonbons aus. Ist aber nicht cool. Aber ich danke dir. No, kein Ding. Sensei? Du bist trocken in den Ohren. Danke. So. Oh, die Herzform, ich mag dich auch. Ja, wir mögen uns doch alle.
Wir sind alle richtig glücklich und zufrieden. Hey. Nee. So. Das andere Mal, das Rare Candy. Mhm. Auch vielleicht später mal noch. Trank kann nie schaden. So. Na, haben wir nur der Wiederball. Beeren, haben wir dann noch irgendwas Neues? Haben wir Zitrobeeren? Nee. Die Prunusbeere ist neu, okay. Und es geht weiter im Text. Sprich wieder zurück. Ja, eigentlich die ganze Barrikade, die Geschichte hier ist sowieso ein Witz, wenn wir ehrlich sind. Gotcha! 1, 2, 3, auf den Sandsack geht der Hieb. 4, 5, 6, mehr bringe ich nicht. Aha, du kannst nur bis 6 zählen. Mein Beileid, Alter. Wärst du mal zur Schule gegangen und hättest dich abgebrochen, wa? Die Jugend von heute. Wie war das gerade? Das ist so eine tiefe Stimme in meinen grauen Zellen hinten. Ja, aber diese Jugend von heute. Wer kennt das nicht? So. Imantis dürften nur Pflanze sein, also Pflücker und Buddhist. Ich freue mich schon, bis Silvaro mal eine starke Flugattacke erlernt. Ja, kann es auch, obwohl es gar nicht mehr vom Typ Flug ist, aber er lernt noch eine. Ach du Scheiße. Warte mal, es regnet ja, das heißt sowieso gerade schwächer. Ja, komm, Schattenfessel. Kein Fliehen! Volle Kanne ausgenockt, Baby! Und dann ist glaube bis 10, da kam der Gorgon. Oh, 10 kennst du auch. Schön. Hat die Schule doch was gebracht, wa? Oh Mann. Natürlich habe ich nichts gegen Schule und so, mein Gott. Geht ja darum, dass man halt, ja, immer von wegen sagt, ja, eine gute Schulbildung ist alles und so und bla bla bla, hast nicht gesehen? Was ist mit dir los? Dann die Mus Hombo und Guillotine auch mal. Dieser riskante Kram ist hier. Also gehe ich jetzt auf Nummer sicher und das ist alles auf eine Karte. Und die wäre? Dass ein X ist oder was? Auf der anderen Seite hin. Ja, Guillotine und so, das ist immer so eine Sache. Aber wenn sie trifft, hey, kritischer Treffer, also, was kritisch? K.O.-Treffer. Bist down. Oh. Grüezi wohl. Du, mein Reißlaus, es ist so wild. Meinst du, du kannst mich ein wenig besänftigen? So wie du vielleicht deine Stimme ein bisschen besänftigen könntest. Ich kann es mal versuchen. Küss mir die Hand. Nee. Dame, gerne, aber dir, nee. Reißlaus, Reißlaus. Was willst du mit dem Reißlaus? Haut eh wieder ab. Boing, boing. Herr Pora mag Regen. Und es mag kleine Käfer zu pflücken. Wow. Ja, das hat sich mal voll gelohnt. So. Auf der anderen Seite wäre ich ja schon mal. Hier gibt es natürlich auch noch einiges zu bestaunen. Ein Rauchball, ja. Es gibt echte Items, wo ich mich mittlerweile frage, wieso gibt es die überhaupt noch in Pokémon? Kampf-Items oder Rauchballs und solche, die für mich dazu gehören, wenn ich ehrlich sein soll. Hey Kumpel! Vielleicht bin ich aber zu nahe tief. Ich weiß nicht nach wissen, wie weit ich von diesem If weg bin. Hä? Verstehen jetzt gar nichts mehr. Quatschen die hier zum Teil? Du, fällt mir ein! Wo steckt denn der Typ, der ständig was vom Schädel fasselt? Hä? Da fällt mir ein, ja, du bist ein ganz scheiße, ich frag den Slimer. Slimer, ich kapiere auch nichts. Also. Der Kälter sollte lieber Ausschau nach dem Eindringen erhalten, uns mich anzustarren.
Aha, du meinst Eindringling so wie mich, wa? Ja, und was macht ein Eindringling so gerne? Natürlich, er trinkt ein. Hä. Lotterwiller, so sieht es ja auch aus. Vom Regen zum Swimmingpool. Ein Eisstein. Leute. Ich habe es mal vor ein paar Folgen erwähnt. Entwicklungssteine, es gibt einen neuen Stein und zwar ist es der hier. So, jetzt kann man natürlich denken, ja, Eisstein. Kann natürlich auch bei Evoli einsetzen für Glaciola. Finde ich schade, aber die Entwickler haben es leider nicht eingebaut. Man braucht immer noch diesen scheiß Eisstein. Also, Eis, ne. Ihr wisst schon, es gibt aus diesen. In Wäldern gibt es einen Moosstein und irgendwo im Eisgebiet gibt es halt so einen Eisfelsen. Genau, Moosfels und Eisfelsen für Folipurba und Glaciola. Du brauchst für Glaciola auch in der 7. Gen immer noch das. Und ich frage mich wirklich, gut, Blattstein. Aber auch, gut, der Blattstein gab es in der ersten Generation. Folipurba gab es erst in der 4. Da war es klar, man konnte dann nicht irgendwie sagen, jo, setz einen Blattstein für Evoli ein, dann entwickelt es Folipurba. Ging nicht, weil der Stein schon früher da war als Entwicklung. Man dann quasi auch noch rechtfertigen sollte und hätte schon Folipurba schon früher haben können. Eisstein, auch deswegen war, Folipurba und Glaciola halt ein Duo sind, so wie auch Psian nach Tara müssen sich ja ähnlich entwickeln. Aber ein Eisstein ist bei Evoli eigentlich auch irgendwie wirken. Aber ne, tut's nicht, es wirkt nur, aufgepasst, nur bei Alola Sandan und Alola Vulpix. Ja, beide vom Typ Eis. Nur bei denen wirkt er, zumindest aktuell mal noch. Und deswegen ist er nur mit denen möglich, die Pokémon halt zu entwickeln zu Alola Sandama und Alola Vulnona. So. Wenn es noch zeigen würde, kann Alola Sandama mal noch, aber Vulnona, das seht ihr dann mal nochmal bei Sonne. Der kann das schon die ganze Zeit an, übernehmen auch totale Gangster. Ja. Das ist Gangstersprache, ey. Die geht mir sowas auf den Zeiger. Peace. Yeah, kann man den Rücken zu dir kämpfen. Cool, wa? Ich finde es eher unhöflich, wenn ich ehrlich sein soll. Und zwar ziemlich unhöflich. Junges Fräulein, wir müssen mal dringend miteinander quatschen, wa? Nee, Mann, ich bin kein Fräulein. Ja, das stimmt zwar, aber trotzdem. Gastella. Das schon wieder. Wenn wir schon mal vergiften wollen. Ich glaube, es wird Zeit, dir ein bisschen auf den Fuß zu treten. Und zwar auf Geistart. Yes, Mann. Schattenpfeilregen. So ein geiler Move. So ein cooles Pokémon. Es ist ja auch Kaipora. Oh ja, jetzt müssen wir uns schon wieder dran glauben. Was? Wieso müssen wir jetzt wieder dran glauben? Hä? Sprich. Könnten so werden. Das wundert mich allerdings schon, wenn man vergleicht, was es sonst so für Captains gibt. Alles Lösungswörter von Team Skull für diesen Monat lautet Prügler. Diverse Passwörter, natürlich unverschlüsselt, trotzdem nur einmal im Monat. Vor allem im heutigen Zeitalter sind Passwörter noch so auf Blatt Papier geschrieben. Und stehen wie auf dem Tablet oder so etwas. Oder auf dem PC so etwas. Gut, PC speichern. Was ist mit dir los? Der pennt einfach. Er schläft den Schlaf der Gerechten. Na, soll er mal von mir aus. Guten Tag. Hat Problem vielleicht keinen Zeitraum bekommen, weil er eh viel zu stark ist? So eine Art Handicap? Ja, das wird der Grund sein. Eindringlinge wie dir serviere ich immer ein Drei-Gänge-Menü an Pokémon-Attacken. Yeah! Ich bin verrückt. Das klappert ja auch so. Alpala.
Geist gegen Geist in der Spukvilla. Mehr oder weniger Spukvilla. Aber trotzdem nicht zu Gengar entwickelt. Oh, relativ schnell. Oh oh. Das kann relativ Schaden machen. Oh, Alter. Das hier aber auch. Hallo. Ich war kein Gengar, aber wäre direkt down. Ja. Es war schwer verdaulich. Das ist nicht mein Problem. Hey Bro, was geht ab? Wir helfen Problem weiter, kannst du Trainer vom Kampf-Pokémon überhaupt zu werden. Deswegen krallen wir uns auch alle Insektium C, die wir in der Lola finden können. Also Z, nicht C, nicht Vitamin C. Da gibt es auch mehrere. Warum niemand pro Trainer eigentlich nur einen braucht. Insektium? Insektium Z? Denk mal was Cooles, oder? Was? Hier vom Kühlschrank? Eines der Lösungswörter von Team Skull für den Monat lautet Eneko Kakao. Notiz, das Team Skull-Mitglied erkennt man daran, dass sie immer No Way erwidert. No Way! So, das heißt, jetzt ein Problem oder was? Das war's schon, ihr Vollspackos. Ihr Spackos vom Dienst. Mann, seid ihr lame. So, andere Seite. Hey Mann! Was geht mit dir ab? Nicht viel. Außer dass ich ziemlich gute Laune habe, weil ich so Arschgang wie euch in den Arsch treten kann. Hey Mann, du hast von mir Arsch gesagt, das ist nicht cool. Entschuldigung. So ein Sensibelchen. Kaipora gegen Zubat. Ich mache erstmal Schattenfessel. Im Kaipora-Style. Zubat! Zubat! Geht doch mal ins Bad! 40! Nicer Scheiß. Nebulak, Nebulak! Ich bin Geist, also friss mich nicht, ja? Was? Naja, ich bin so rund und sehr aus dem Bobo, deswegen, Abschießen ist aber auch fies. Darf gar nichts mehr machen. Ja, Malung, ja. Ich glaube eher weniger. Sensei, du bist cool. Mach mich stolz, Sensei. Ich bin Sensei. Ja, ich vergifte dich erstmal. Ja, cool, wa? Ich finde das nicht cool. Das tut dir richtig weh. Und jetzt kommt ein Funkenflug, yeah. Finde ich auch nicht cool. Hier kommen nämlich so Chinesen. Au! Oh, das tat weh. Oh je. War ja klar, dass der Kampf so ausgehen würde. Passen wir jemanden wie mich Ende aus. Check it out. Wie ein Aus war. Ich bin vergiftet. Sensei krank. Sensei nicht gut. Das fühlt sich aber doch gut an. Sensei. Danke. Danke von Sensei. Ja, hier bitte von Michael. Und tschüss. So, Kaipora Level ziemlich noch gut. Sensei eher weniger. Nichts Neues, wer kennt's ja. Trotzdem noch jetzt mal Kaipora noch rausnehmen hier aus der Front. Und Sensei, tja, trainieren. Wir werden ja sehen, ob es klappt. Ist gar nichts mehr? Okay, ja, hoch. Geht's auch nicht weiter. Was haben wir hier noch Schönes? Ein TM schon wieder. Matschbombe! Ja, leck mich fett! Ah, da wird unser... Ja, ihr wisst schon wer. Genau, Salamander wird da natürlich sehr viel Freude dran haben. Toxin, Ränkeschmied, ja, Drachenhut zieht eh nur 40 ab.
Eine offensive Giftattacke, also ja. Sehr gut. So renke ich mich keinen Sauna und sondern einen Flammenwurf und so. Dann wäre schon mal ziemlich geil. Renke ich mich vielleicht raus, weil ich schon Toxin habe. Müssen wir mal gucken. Da kann eh alles vergiften mit Salamandra. Und vor allem dank Salamandras Fähigkeit. No way! Das ist doch mein Skull-Tank, das du da hast, oder? Ich glaube, es hackt. Ach, deshalb riecht das Teil so komisch. Die Dinger sehen aber auch alle gleich aus. Sollen wir denn auseinanderhalten? Das riecht überhaupt nicht komisch. Das duftet und zwar ganz hervorragend. Wenn wohl echt sei es für unsere Klamotten mit Namenbeschrift, ne? Gar keine schlechte Idee. Vielleicht werden wir dann endlich mal mit uns gerufen, nicht jemand einfach nur als Rüpel bezeichnet oder als Rüpel A, B, C, D. Yeah, 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 yeah. Hey du da, du kannst doch nicht einfach lauschen. Da will ich einfach auf die Deckel. Ja, bei mir auf den Deckel, bei dir auf die Hüften. Ey Mann, das sagt man an Dame aber nicht. Hier, da ist wieder gut machen und küss mir die Hand. So sehe ich aus. Radfratz, Radfratz. War langsam mal so ein Fokusstoß, so etwas. Eine psychische Attacke wäre ganz cool. Speziell nicht psychisch, Kumpel. Abgesehen davon, Durchbruch muss reichen. Hier, das ist mein Durchbruch. Denn ich bin Sensei. Ja, ich habe so meine Bedenken. Mit deinem Durchbruch. Sensei. Der neue Pokémon-Let's Player auf diesem Channel. Wir zwei tragen das gleiche Tanktop, wir müssen zusammenhalten. Ah, jetzt plötzlich. Yeah, mit den Hüften. Oh, yeah. Ich mach dich platt. Ratti, ja, Ratti. Lass mich raten, Tiefschlag? Sensei, ich habe eine Vorhaben, dass ich sterben werde. Gebieter, hol mich heraus. Ich weiß ja nicht. Gebieter! Ja, ist schon gut. Ui. Holy Macaroni. Das ist aber schon klar. Und das ist doch auch klar. Salamandra. Warum eigentlich nicht? Ich brauche eh noch Level Up. Ja. Mit der Eisbrecher. Was geht ab? Wir nehmen jetzt die Erfolg der Durchbruch. Das ist nicht mal ein richtiger Durchbruch, ey. Menno, wie langweilig! Geh doch nach Hause. Dann muss auf das fremde Tanktop schieben. Der ist einfach. Die hat den Kampf nie im Leben verloren. Bla 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 bla. Ja, natürlich. Es liegen in den Klamotten. Okay. So ein Quatsch. Da ist noch so ein Trottel. Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, den knüpfen wir uns erst in der nächsten Folge vor, bevor wir noch heilen, weil ich kenne mich ja, dass ich dann sagen würde, jo, direkt weiter geht's und oh scheiße, ich muss erstmal heilen. Was ich komplett vergessen hätte. Alle voll healen. Drei Pure halber auch. Und dann sage ich wieder mal vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und bis nächstes Mal hier bei Pokémon Sonne und Mond. Ja, eventuell, wie es eigentlich der Plan ist, jedes Wochenende, gemäß Upload-Plan, kann aber auch sein, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, 1-2 Wochen. Mal schauen, ich gebe natürlich Mühe, wie gewohnt. In diesem Sinne, bis dahin und tschüss.